Iridium. Sonde unterwegs. Ja, wir werden viel brauchen davon. So. Nein. Sonde gestartet. Drei Sonden haben wir noch. Wie gesagt, ich lasse mir da jetzt bei denen ein bisschen mehr Zeit, als wir jetzt noch im ersten Teil. Sonde gestartet. So. Ah, Sonde gestartet. eine Sonde haben wir noch. Das werden wir jetzt noch schnell ausnutzen. Mal schauen, vielleicht finden wir noch mal so ein bisschen mehr von allen, ein bisschen, was? So. Na, geh von da. Ah. Ja, eine Sonde möchte ich jetzt schon noch loswerden. Sonde unterwegs. Sehr gut. Omega-4-Portal, Absturz der Normandie, Arin Lacan, das ist unser Ziel, unser eigentliches. Unerforscht, das hört sich gut an. Ja, wie gesagt, je früher, dass wir mit den Scheiß anfangen, finden Sie ein Treibstoffdepot. Okay. Omega. Archangel den Professor rekrutieren. Warte mal. Na. Also schön, dass du deine Arme bewegst, aber das interessiert mich jetzt gar nicht. Warte mal, da muss irgendwo eine Treibstoffanzeige sein. Ah, da! Warte mal. Treibstoff kaufen. Siehst, ohne Mikrotransaktionen. Aus. Okay, Sonden kann ich noch keine kaufen. Massenportal, wo geht's da hin? Boah! Rekrutieren Sie den Warlords. Citadel, die Meister lokaler Cluster. Phoenixhaufen. Omega-Nebel, na, das machen wir noch, hä? Feuergänger Rosalie. Rekrutieren Sie den Warlord. Citadel und Meisterdiebin. Okay, ich würde... Warte mal. Wegen was haben wir da jetzt eigentlich da?
schauen, vielleicht ist da irgendwas, ne? Bevor wir dort... Ich weiß ja im Prinzip ja gar nichts mehr. Muss jetzt schon gestehen. Tagebuch. Da mal speichern. Nein. Aber was hat der Professor? Reden Sie mit Aria im Afterlife um Informationen, bla bla bla. Also wie du siehst, es wird relativ lustig. Warte mal kurz. Die Kollektoren abhalten. Ein Team zusammenstellen. Stellen Sie mit Hilfe der Dossiers des Unbekannten ein Expertenteam für den Kampf gegen die Kollektoren zusammen. Ach, schön. Ja. Archangel. Check. Ah, weiß ich schon, was für einer, weiß ich schon. Der Veteran. Said Massani. Ja, Said Massani ist neuer Zweifel. Cerberus hat sich für einen extrem hohen Preis seine Dienste versichert. Er wartet derzeit auf Omega darauf, abgeholt zu werden. Der Rat zur Zitadelle fliegen. Begeben Sie sich und verlangen Sie ein Treffen mit dem Rat. Mit Aria im Afterlife. Da müssen wir in Richtung... wenn wir uns den Doktor holen müssen. Da. Omega. Er baut auf einem vollständig abgebauten Asteroiden mit vormals hohem Metallanteil, ist seit Jahrtausenden ein Zufluchtsort für Verbrecher, Terroristen und Zufriedene aller Art. Zeitweise war die Station über Jahrhunderte verlassen, bis sie eine neue Gruppe Gesetzloser auf der Suche nach einem neuen Anfang wieder in Betrieb nahm. Das ursprünglich überaus elegante Design der Raumstation ist unter dem planlosen Wachstum verschiedenster Spezies kaum noch zu erkennen. Es gibt auf Omega keine zentrale Regierung oder eine allgemein anerkannte Autorität und es kann sich auch niemand an eine Zeit erinnern, in der das anders gewesen wäre. Okay. Ich hätte aber gern angefangen mit der Crew zum Zusammenstellen, Liara etc. Ich habe eine Idee, warte mal. Wir werden zuerst mit der Zitadelle auffangen. Genau. Aber nicht die Meisterdiebin. Warte mal, was ist denn da? Lokaler Cluster. Ja, jetzt muss man verzeihen, jetzt muss man ein paar Minuten geben, dass ich da wieder reinkomme mit den ganzen Schlamassel. Oh. Erde. Saturn. Okay, da werden wir, da werden wir eine kleine Extra-Folge einlegen. Weil ich glaube, dass wir da später ein bisschen mehr machen können. Mit den ganzen Scanner-Dingensbums und Bumsdings. Okay, wir fliegen einmal zur Citadel. Wir machen jetzt ganz taktisch, genau. Ah, also ich kann jetzt Sonden kaufen. Na, für die Meisterdiebin, da werden wir uns noch ein bisschen, da werden wir uns noch Zeit lassen.
Ah. Du Dodel, schau, was wir zum Zusammenstellen haben. Ja, das schaut aber auch geil aus. Ja. Ach so. Beenden. Commander Shepard, geben Sie das Passwort ein, dann erhalten Sie ein Gratisgeschenk. Mei. Geben Sie mir bitte Ihr Passwort, Commander Shepard. Oh Gott. Schweigen ist Gold. Schweigen ist Gold. Schön, Sie endlich kennenzulernen, Commander Shepard. Kazumi Goto. Ich bin ein Fan. Wurden Sie informiert? Hat Cerberus Sie über die Mission informiert? Ehrlich gesagt bin ich schockiert, dass Sie nicht früher zu mir gekommen sind. Vermutlich meine Schuld, weil ich so schwer zu finden bin. Was soll das mit dem Passwort und der Heimlichtuerei? Sind Sie in Schwierigkeiten oder so? Ich bin der beste Dieb der Branche, aber nicht der bekannteste. Ich muss vorsichtig sein, damit es so bleibt. Außerdem musste ich sicherstellen, dass alles mit rechten Dingen zugeht. Ich habe jetzt keine Zweifel mehr. Sie sind wirklich Commander Shepard. Was hat Sie zu Cerberus gebracht? Das ist eine lange Geschichte. Kurzfassung, Sie haben mich gesucht, also habe ich Sie beschattet, um den Grund dafür herauszufinden. Es stellte sich heraus, dass Sie jemanden suchen, der sich Ihnen für eine wichtige Mission anschließt. Und für die Verpflichtung haben Sie einen ordentlichen Bonus angeboten. Es gibt da etwas, wobei ich Hilfe brauche. Und so kam der Deal zustande. Und jetzt sind wir hier. Ich nehme an, ich sollte etwas mehr über diesen Deal wissen. Oh ja, das wurde vermutlich bisher lediglich vergessen. Ich suche nach der Greybox meines früheren Partners. Ein Mann namens Donovan Hock hat sie genommen und ich habe vor, sie zurückzuholen. Was ist das für ein Raub, den Sie da planen? Nicht hier, Shepard. Sie werden informiert, wenn es soweit ist. Ich brauche noch etwas Zeit, um die Details festzuzurren. Ich habe mir allerdings erlaubt, Ihnen passende Abendgarderobe zu besorgen. Sie wollen doch sicher präsentabel aussehen. Was wissen Sie über Donovan Hock? Mr. Hock ist ein anerkannter Geschäftsmann. Waffenhändler, Mörder, nicht gerade ein toller Typ. Sein Anwesen ist berühmt dafür, dass man nicht reinkommt. Aber ich habe eine Möglichkeit gefunden. Wird Ihnen gefallen. Ich nehme an, eine Greybox ist so eine Art Hardware. Es ist ein neurales Implantat. Fast überall illegal. Speichert Erinnerungen, Gedanken, Geheimcodes, brisante Informationen. Die Greybox, um die es hier geht, gehörte meinem Partner Keiji Okuda. Wir haben lange zusammengearbeitet, bis Hock ihn getötet hat. Was ist das für ein Raub, den Sie da planen? Nicht hier, Shepard. Sie werden informiert, wenn es soweit ist. Ich brauche noch etwas Zeit, um die Details festzuzurren. Ich habe mir allerdings erlaubt, Ihnen passende Abendgarderobe zu besorgen. Sie wollen doch sicher präsentabel aussehen. Erzählen Sie mir von Ihrem früheren Partner. Sein Name war Keiji Okuda. Der beste Hacker und Schlossknacker, den ich je getroffen habe. Leider hat er einen Fehler gemacht und seine Tarnung flog auf. Er hat etwas gestohlen, das er hätte liegen lassen sollen. Er hat mich gewarnt und gesagt, dass es ein Fehler war. Und wenn es rauskäme, könne es einen interstellaren Krieg auslösen. Diese Information hat ihn das Leben gekostet. Was könnte denn so schlimm sein? Das hat er nicht gesagt, nur dass es gefährlich war. Er sagte, wenn es rauskäme, hätte die Menschheit ein Riesenproblem. Er hat alles verschlüsselt und in seinen eigenen Erinnerungen versteckt. Um die Information zu entschlüsseln, müsste man unsere gesamte gemeinsame Zeit durchgehen. Diese Erinnerungen sind jetzt alles, was von ihm noch übrig ist. Ich verstehe, warum Sie sie zurückhaben wollen.
Sie zurückzuholen wäre mit Ihrer Hilfe erheblich einfacher, Shepard. Wenn Cerberus Ihnen das zugesagt hat, dann erledigen wir das auch. Es wird bestimmt lustig. Und mit etwas Glück müssen Sie nicht mal Ihre Waffe ziehen. Wir sollten das Ganze beenden. Sie sehen albern aus, wie Sie da rumstehen und mit einer Werbung reden. Wir sehen uns an Bord. Ja. Gunnery Chief. Aha, okay. Ja, du musst mir jetzt ein bisschen verzeihen. Ich brauche ein bisschen, bis ich da wieder herinnen bin. Okay, das kommt später dran. Wir... Warte mal kurz. Zur Zitadelle fliegen. Begeben Sie sich auf die Zitadelle und verlangen Sie ein Treffen mit dem Rat. Ja, dann machen wir das auch sofort, gell? Ja, warte mal kurz. Kann man da wieder mit irgendwen reden? Oh, hallo Keeper. Das Rekruten ist ein 20 Kilo Eisenprojektil. Fühlen Sie mal, wie schwer es ist. Alle 5 Sekunden Da. beschleunigen. Kann ich Ihnen helfen, Ma'am? Es ist schon ein paar Jahre her, seit ich das letzte Mal hier war. Die Sicherheit scheint strenger gehandhabt zu werden. Nach dem Angriff der Geth wurde das Sicherheitsprotokoll überarbeitet. Es gab kleinere Veränderungen, um das Risiko einer Infiltration durch die Geth zu minimieren. Wir bedauern die Unannehmlichkeiten. Man sollte meinen, ein Geth würde auffallen. Annahmen sind gefährlich. Wachsam sein, sicher sein. Danke für Ihre Zeit. Der nächste. 2 Jahre nach der Zerstörung der Destiny Ascension ist die Planung einer Flotte für die neuen alliierten Citadel-Verteidigungsstreitkräfte erneut zum Stillstand gekommen. Die Asari-Republiken haben ihren Anteil an der Verantwortung für die Verteidigung an die turianische Hierarchie abgetreten. Die Allianz der Menschen hält derzeit den Hauptteil der Streitkräfte. Gibt's da... Alter. Ich müsste zum Rat. Zum Rat. Rat. Bist du deppert? Wie soll denn da jemals was finden? Schaut euch das an. Und wir stehen vor verschlossenen Türen. Ach, ist das schön. Ach, ist das schön. Warte mal. Na, Präsidium. Aktuelle Position. Hier finden Sie Saronis, blablabla, Sirta Foundation, C Sicherheit und den Citadel-Souvenir, Zakera Bezirk, Industriegebiet, Ansammlung von Lagerhäusern. Okay. Was? Also. Machen wir wieder Date 2. Machen wir da Date 2. Sorry, mein Fehler. Aber ich bin momentan ein bisschen, was das ist alles so, ja. Security Check. Die Sicherheitsvorkehrungen wurden seit Ihrem letzten Aufenthalt offensichtlich verschärft. Ausschalten. Was? Glauben Sie ernsthaft? Ja, okay. Verzeihen Sie die Unannehmlichkeit, Ma'am. Unsere Scanner zeigen falsche Werte an. Sie scheinen zu glauben, Sie wären tot. Technisch war ich das. Vor einigen Jahren war ich mal als im Einsatz vermisst gemeldet. Würden Sie sich bitte bei meinem Captain melden? Er kann Sie in unserem System wieder aktivieren. Er ist direkt hinter den Scannern auf der rechten Seite. Ja, danke, Meister. Bist du deppert oder soll ich mir auskennen? Sie müssen ihn schon ein bisschen zum Schreien bringen. Er wird Ihnen nichts erzählen, solange Sie noch Da fragen. ist er. Ich weiß, Sir. Wenn Ihnen das auf den Magen schlägt oder Sie Angst davor haben, gemeldet zu werden, kann ich mich darum kümmern. Nein, Ma'am. Ich werde schon damit fertig. Aha. Ja. Reden wir mal mit ihm. Ja?
Ich sehe das Problem schon, Commander Shepard. Meine Konsole behauptet, Sie wären tot. Befürchten Sie nicht, dass ich eine Schwindlerin bin und meine Identität nur vortäusche? Wir haben die besten Scanner der ganzen Galaxie. Uns reicht für einen DNS-Test eine Hautschuppe. Verdammt! Wenn Sie unregistrierte Genmodifikationen haben, finden die sogar das raus. Ihr Sergeant sagte, Sie könnten mir da behilflich sein. Normalerweise müssten Sie zunächst von der Sicherheitsverwaltung der Station Ihre IDs reaktivieren lassen. Dann zum Zoll und zur Einwanderungsbehörde, um die Citadel betreten zu dürfen. Anschließend vermutlich ein Ausflug zum Finanzamt. Ein Jahr tot ist eine beliebte Ausrede bei Steuerflüchtigen. Aber wie ich sehe, sind Sie eine vielbeschäftigte Frau. Was halten Sie davon, wenn ich einfach diesen Knopf hier drücke und wir betrachten die Sache als erledigt? Ist wohl unkonventionell. Mit Formalitäten haben Sie es nicht so, was? Doch, absolut. Solange Sie niemanden davon abhalten, seine Arbeit zu machen. So, ich habe Ihnen soeben etwa 9 Tage Rennerei erspart. In Anbetracht dessen sollten Sie nun im Präsidium bekannt geben, dass Sie noch am Leben sind. Der Rat will vermutlich mit der Person reden, der Sie Ihre Jobs verdanken. So lautet mein Plan. Danke. Zugang zum Rat und den Ressourcen des Spectres wäre hilfreich. Ja, der Rat kriegt alles. Das ist das Beste an der Arbeit für C-Sicherheit. Wenn du Ausrüstung, Informationen oder Geld brauchst, kriegst du es auch. Wie auch immer. Brauchen Sie sonst noch was? Oder kann ich wieder zurück an meine Arbeit? Warum C-Sicherheit? Wie sind Sie dazu gekommen, auf der Citadel zu arbeiten? Ich war früher mal bei der Allianz, aber die ständige Reiserei hat mich fast umgebracht. Das ist ein beschissenes Leben, wenn man versucht, parallel dazu eine Familie zu haben und dann seine Kinder nur einmal alle 6 Monate sieht. Ich bin zu C-Sicherheit gegangen, um ortsfest bleiben zu können. Um Wurzeln zu schlagen. Wie gefällt es Ihnen? Gefällt Ihnen das Leben hier auf der Citadel? Das Leben hier ist gut. So ganz anders als auf der Erde. Am meisten vermisse ich das Essen. Hier auf der Station kriegt man einfach keinen Rotlachs. Sie vermissen die Erde? Waren Sie irgendwann mal wieder dort? Auf der Erde? Alle paar Jahre mal. Aber es wird immer weniger. Aber wenn meine Dienstzeit bei C-Sicherheit vorbei ist, werde ich mich an einem hübschen Fleckchen in einem Vorgebirge zur Ruhe setzen. Wobei es bis dahin noch eine Weile hin ist. Ich muss jetzt gehen. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie noch was brauchen. Natürlich, natürlich. Natürlich, machen wir doch glatt. Nachrichten. Willkommen bei Citadel Newsnet. Mein Name ist Emily Wong. Von Seiten der Allianz gibt es bislang keinen Kommentar über die Katastrophe in der Pionierkolonie Freedom's Progress. Der Außenposten der Menschen wurde vermutlich zerstört. Von Überlebenden ist nichts bekannt. Wegen einer Nachrichtensperre gibt es kaum Einzelheiten. Es ist der bislang letzte Vorfall einer ganzen Reihe von zerstörten Allianz-Ansiedlungen im Grenzgebiet. Die Hanar vom Schrein der Entflammten planen eine Mahnwache mit Gebeten für die Verstorbenen. Die Hanar glauben, die zerstörten Kolonien seien ein Ausdruck des Zorns der Proteaner, nachdem Raumforscher der Menschen vor 2 Jahren auf Eden Prime einen proteanischen Datensender geschändet hätten. Ja, so kann's da gehen. Die Avina. Willkommen zurück, Shepard. Ihr letzter Besuch auf der Citadel war vor 2 Jahren, 3 Monaten und 17 Tagen. Das ist das Transportzentrum des Sakara-Bezirks. Hinter der Sicherheitsabsperrung der C-Sicherheit gibt es öffentliche Shuttles und Einkaufsmöglichkeiten. Die Botschaft der Allianz hat für menschliche Besucher der Citadel eine Reiseempfehlung herausgegeben. Möchten Sie sie jetzt hören? Warte mal zurück. Reiseempfehlung abspielen. Ich möchte die Reiseempfehlungen hören. Aufgrund kürzlicher Veränderungen innerhalb des Rats sind die Aliens auf der Citadel Menschen gegenüber weniger freundlich als sonst. Bürgern der Allianz wird empfohlen, sich nur kurz in Sektoren aufzuhalten, die nicht von Menschen geführt werden. Gruppenreisen sind empfohlen. Wenn Sie sich verfolgt oder bedroht fühlen, wenden Sie sich an den nächsten Officer der C-Sicherheit oder nehmen Sie über das Netzwerk der Station Kontakt zu Ihrer Botschaft auf. Werden Menschen angegriffen? Das klingt ja fast nach einem Rassenaufstand gegen die Menschen. Es
hat an Bord der Citadel in den letzten 2 Jahren 26 Unruhen größeren Ausmaßes gegeben. Viele nichtmenschliche Bürger sind mit der von der Allianz geführten Umstrukturierung des Rates nicht einverstanden und möchten zum früheren Status quo zurückkehren. Es scheint viel mehr Officer von C-Sicherheit zu geben als bei meinem letzten Besuch. Nach dem Geth-Angriff vor 2 Jahren wurden zum Schutz der Bevölkerung zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen getroffen. Es gibt jetzt mehr Patrouillen der C-Sicherheit und außerdem Einschränkungen, was das Tragen von Waffen betrifft. Ich muss mit dem Rat sprechen. Wie komme ich von hier aufs Präsidium? Öffentliche Shuttles sind auf der anderen Seite der Sicherheitsabsperrungen durch C-Sicherheit verfügbar. Es sieht so aus, als habe sich die Citadel von dem Angriff der Sovereign erholt. Die Reparaturen infolge des Geth-Angriffs sind noch nicht abgeschlossen. Im Taysery-Bezirk gibt es noch erhebliche Schäden. Geth? Die Sovereign hat den Angriff geführt. Ein Reaper. Mir liegen keine Informationen über einen Reaper vor. Es gibt allerdings Hinweise auf den Begriff in einigen populärhistorischen Theorien über das zyklische Aussterben in der Galaxie. Sie haben Informationen über die Reaper unterdrückt. Es ist viel einfacher, die Geth zu beschuldigen, einen bekannten Feind. Welche Geschäfte gibt es auf dieser Ebene? Es gibt auf dieser Ebene nur ein Geschäft. Citadel Souvenirs bietet lizenzierte Erinnerungen an ihren Besuch. Die Raumschiffmodelle sind weithin bekannt. Das ist vorerst alles. Danke, dass Sie sich für Avina entschieden haben. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Ja, ich wünsche mir einen schönen Tag. Ich muss zum Rat. Wie ist das?